en danken voor die zijn. Of wie kan die hooggeven en die aanbeden wil, die noem staat eeuwig noemen. Ik dank die Jezus. Wat immer wie doen dat jij het om die, of wie hier zijn dat jij het om die noem hoog te geven. En wat immer wie doen dat de eer te die Jezus. Dank schön Jezus für uns Raden, für uns Heulen, für uns Frieden, für die Wut, ob wir kann mehr lernen von dir und ob wir kann mehr sein, wie Gott du bist. Dank schön Jesus für jedem einen, was hier durch diese Dianende kommen, also die kämpft für die Jesus, dass die will mehr von dir Jesus, dass die wollen, jeder einer, was kann seine Worten und Gedanken in die drehen, um die kann zu lernen, zu sein, wie Gott du bist, um die anzubeten und um die hoch zu heben und dabei ein vollkommenes Leben mit dir zu gehen, in deine Herrlichkeit. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, Jesus, für was wir von dir und kann hier seine mehr von dir lernen. Nu wil we bidden voor het Land Chihuahua en voor de Preisdans. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, Vater Gott im Himmel, dass wir können in den Herrn sind Hüst kommen. Und wir können Einigkeit die loben und die preisen und die anbeten. Und wir können einstehen für großes Land Chihuahua, für Koktrem, für alle Menschen. Und dann das Land Chihuahua sein wir von dir einstehen. Und Jesus Christus, sie nun beten, wie dass die Menschen, die dann dies deines Leben, sie wollen auf uns abchecken, sie wollen sagen, ich habe genug gefangen an Gott seine Ehe. Ich habe genug gefangen an Christus. Sie wollen auf uns abstehen und sagen, ich gehe vorwärts. Ich bin Gott, der geht vor mir. Der himmlische Vater geht vor mir. Die wollen auf einmal sein wie Handwehen, wo wir uns kein abverluten. Als Vater, als himmlischer Vater geht vor uns. Wir dürfen nicht mehr zweifeln. Der wird uns nur nicht für Hand schenken. Der wird uns nur nicht schluten. An unserem Weg kommen, wo wir nicht vor uns gehen können. Er hat uns die Macht, die Kraft gegeben. Und ich bete für all die, die in Unfrieden leben, die noch nicht an Jesus, den Frieden von Jesus Christus geschmeckt, dass sie wollen den Frieden schmecken können, wo schön das geht an den Frieden leben, was Jesus uns gegeben hat. Dass sie wollen auf uns sein, wir haben Frieden, wir haben Freiheit, wir können frei sein von allen Sklaverien. Wir dürfen nicht mehr den bösen Feind in die Joch drehen. Nun von Jesus. Sie wollen nur bei uns ansehen, so aus den Verlorenen sehen und man eigentlich sagt, ich habe alles verloren. Alles, was mir noch geblieben ist, das nur den Vater gehen. Und sie wollen nur den himmlischen Vater gehen. Sie wollen ihre Jünger Jesus drehen und sagen, hier sehe ich. Und sie wollen Glauben finden, und sie wollen Glauben uitleben, und sie wollen genug finden, und sie wollen frei werden. Das spreche ich über ganzen Staat Chihuahua. Und dann wird in den Herren in Hüs anfangen zu sein. Und im Korridor, und dann wird wieder gut. Die Bibel sagt, bet für Arbeiter. Und Jesus Christus sie nun, ich bet für Arbeiter an der Staat Chihuahua. Du wollen mehr Menschen kommen, und die wollen sagen, ich bin frei geworden. Jesus hat mich frei gemacht. Jesus hat mich die Dienstnis Gerad en ik voor andere mensen, zoals de Bijbel zegt, raad de mensen, zoals van je dingen, voor u drinken. En Jezus zei nu, waar we God om Weisheit beten, dat hij wordt ons de jährliche Übung opmerken, Vater Gott, ik bete, dat we wordt iedere maand die jährliche Übung opmerken, dat we worden kan geestlich sein, dat we worden met ons zijn kan, wer ist aller mit uns, dat we niet meer der Menschen verkennen. Wir wollen dort, der himmlische Vater, der wird Himmel in je gemerkt hat, was die in mir gemerkt hat, der geht vor uns, und merkt den Weg auf. Wir bringen bloß Glauben in der Kundem, und Jesus Christus sie nun. Halleluja, Halleluja, Dankeschön Jesus, Dankeschön Jesus. Ich bin für die Tennis, die euch steht, in der Stadt Chihuahua, über jeder Stadt, an Kokema, Grubio, wenn wir die Tennis euch steht, an der Regierung. Ich bete an Jesus die nun, dass sie wollen mir eins hostig, dort sein. Wir brauchen uns auf Gott zu vertrauen. Wir brauchen die Gerechtigkeit anzuschaffen. Wir wollen den Engel mit der Gerechtigkeit. Und nun von Jesus. Ich bete, dass sie wollen stark werden, dass sie wollen vielmals von sich Entscheidungsmerken, dass sie wollen nicht auf ihre Gefallen gehen, aber sie wollen checken, wo das reicht. Sie wollen nicht checken, wo das von meinem Fleisch gilt, aber sie wollen checken, wo das Geld für den Lohn, dass uns Lohn kann geholt werden. Und Jesus Christus sie nun. Wenn wir die Schulden, der Lohn Schulden liegen, wie in die Scheidungsarbeit Entscheidung merken, da wird sich ein Engel an Jesus Christus sie nun. Dankeschön Jesus, dass wir können
Met die omborens wat die wat hier gaan, kan wie, wat het loont aanstoen. Wat de mensen die in deze leven kan aanstoen. Ik dank die dafür. Dankzij Jezus. En ik bid voor al die mensen, wat in de stad Chihuahua al gaan, Jezus Christus gevangen. Wat de hand die genoeg smaakt. Ik bid een vrede over die. Ik bid een zin over die. Ik bid dat zij worden zich plus nog jeder einer wollen sie nun den geistlichen Jungen noch wieder aufmerken. Du hast einmal nach Meier und nach Meier. Ich bete, dass der Arbeiter, wo du sein, wo ich an ihr Leben Jesus gegeben, dass wir wollen wahrlich worden zum Gun. Dass wir wollen wahrlich sein zum Gun, dass wir Gott nie predigen. Wir Gott nur recht predigen, was du uns gegeben hast, was du uns vertritt hast, das Evangelium, was du uns vertritt, dass wir wollen predigen, aber nicht bloß predigen, dass wir wollen eten und von dort leben und dass wir wollen dort leben, was du für uns hast, Bruder. Halleluja, Dankeschön, Jesus. Amen, Halleluja, Jesus. Wir danken dir, dass das Lohnwort verändert worden für die freigestellt worden. Und nu will wir beten für diese Nummers, was hier abgeschrieben sind. Dass die kann geraten, geholfen, frei worden und Jesus Christus in nun. Jesus, ik dank u dat u haast dem Waag opgemerkt en dat dem Waag keiner Kontrolle mehr. In de naam van Jezus Christus bid ik keine Groß für in jedem Heim, was u abgeschrieben hast, dat wat u verloren hast, wat u nicht dat auf ihr Leben noch nicht habt, dat de Born sich lohnt, die opmerken van die in naam van Jezus Christus. En ik dank u voor dat u was aanspreken en dat het evangelium brengen. En ik voor een wijsheid en een beroepheid, dat we worden goed zijn, dat wer u bent. In de naam van Jezus, ik bid voor in jedem Heim, wat u opkomt, even, en die is alles. En die is de heilung, en die is de radung, en die zijn we recht, en die hebben we alles, en die hebben we het leven verlaat. Dankzij Jezus Christus. In de naam van Jezus spreek ik dat uit over jeder een, wat hier abgeschreven is, dat die worden het aan zijn, en dat die worden Jezus Christus in de gingen bekomen. Halleluja. Amen, Halleluja. Ja, nu wollen wir dann die Offering haben von Christina. Halleluja, dat is goed en Herren zijn huis te zijn, God aan te beden, wieder bloß kennenlernen, wat God ons voeren, zijn verspreking voor ons zijn. Amen. En krijgt in Philippa 3, Vers 1 sagen, dat vielleicht einmal sind, vielleicht Menschen die denken, sind jeder Mal Freitag und Sonntag, Merk per Juni, von einmal wie hier sind, einmal wat geredet, von Krebring, von Sein, von Geben. Und so, wir lesen Philippa 3, Vers 1. Denn so sagt, wieder meine Brüder, Fried dient an dem Herrn. Dient dort selbst geschrieben, als mir nicht verdrießlich, aber mir dort sicherer. So, das ist für das, von wie einmal waren, eine Predigung. Wenn wir lesen, und Paulus hat Dinge, wo die einmal waren, kriegt es einmal waren zu den Philippa sehen, einmal waren zu, wenn die wem im Brief schreiben dort, die wären Dinge, wo dem wichtig wären, wo die einmal waren sehen. Und was sagt er das erst, dass die sicherer waren. Und kriegt er erst, wenn wir das einmal waren hier, in Träumen, wo wir so weit offen wären und so nicht wollten dort von wo das wird sein dort von dort, da braucht er wieder einmal wahrer sein wollen und dort merkt uns bloß noch einmal sicherer. Und so nu werden wir Philippa vorher vom Verstehen lesen. Ich habe eine Frau, was kann uns an denken an, wenn wir hören oder sagen, kann alles durch Christus, der mich stark merkt. Wer will mir sagen, was kann ihr an denken an, wenn die dort hier schon sagt, kann alles durch Christus, der mich stark merkt. Amen, das ist nicht allmählich. Und so, wenn wir das lesen, am Wort dort hier gehen, und du wirst wie verstehen Umfang, Philippa 4 verstehen, und dann werden wir 20 lesen. So verstehen sage ich habe mich über Säure am Herrn gefreut. So hier sagt er weiter, ich habe mich Säure am Herrn gefreut, dort die endlich mal weiter abgelebt sind, um mich zu sorgen. Woran die auch einmal gesorgt haben, aber die hatten nicht Gelegenheit. So hier habe ich hier, dass Paulus van de mensen die het Gott deuten, aber der hoort verstehen, meine Freude, der ist am Herrn. Wenn der fängt an mit der sagt, dass er freut sich am Herrn. Und dann fängt er an zu reden von
dort voor de Philippa am han metgehouden. Vers 11 zegt, niet dat ik dit weens mangel hoven zei. Ik weet niet wat alle plottische mensen wat met mangel meint, maar dat meint een wees bedürfnis is. Dat is niet dat mij dat om dat veel dat zij zei. Niet dat ik dat weens mangel hoven zei, wils ik heb geleerd, waarin ik zie, mij te genieten. En dit is ook een onderwoord, dat we hier niet voor een broken luid. Dat is, ik heb mij geleerd, zij zegt, om alles te vrij. Ik verstehe so goed, gedemütig te zijn, zoals ook Überfluss te hebben. En die dat in een allem zie ik beleerd, so goed zo te zijn, als ook te hungeren, so goed Überfluss te hebben, als ook Mangel te lijden. So, hier sagt, wat een mangel, so ik laat hem wel alle weten. Dat meint zoveel dat te lijden voor het ons wat veel dat. Vers 13, ik kon alles aan Christus door mij sterk maken. So, dit is waarom Paulus dat hier zei. Hij zegt, ik heb geleerd aan alles. Als mij te demütigen, dat ik heb am Überfluss, ook wat mij hungert. Maar daarna, Paulus hat verstaan, ik kon alles door Christus door mij sterk maken. En mijn vrede is in den Herrn Jesus Christus. En dan vers 14 sagt dat, aber doch, die haben gut gedaan, dat die deelgenomen haben mijn Leben. So dann wird einige religiöse Menschen, jetzt vielleicht fand ich, was ich gesagt aber die würden dann vielleicht sagen, na Paulus, die sagt ja, dat hij heeft geleerd, ook dankbaar te zijn, en hij kon alles in Christus mij sterk maken, wanneer je hungrig maakt, niet zo? En daar redt hij niet van, dat Paulus leert hier niet, dat we hungeren zullen. Der leert hier an, wat immer wie durchgehen, aber wir können alles durch Christus dann stark machen. Und von was geht das, wenn wir hier harten tun, an was denkt das? Hij fängt an zu lernen. Und kriegt es, hij ging gut, hij dat lernen, und hat vielleicht nicht Gelegenheit gehabt, durch Roots dann zu schaffen und Geld zu verdienen. Und hij, werde ich mal wieder lesen, und dann, wo wir alle wieder mitkommen. Und dann lud jetzt an, dass wegen der zelfs we hem niet metgehouden als dat die bij de Philippa is steden. En dat is krijg aan wat hij ging, waar hij zei dat ik heb geleerd, wanneer hij niet had. Because hij ging goed, hij predigt het evangelium en hem had niet irgendwer metgehouden. Aber doch, die haben gut gedaan en dat die deelgenomen haben aan mijn Leben. Einmal, wo wir denken, wat meint dat? Teilnehmen an den nächsten sein Leben. Und hier kann ich hier noch wenig, nu waren die alle arm und die hungern die alle wings. Paulus hat geleden, Paulus hat gehungert. Die geben Geld arm, dass die nicht mehr dürfen hungern. Und dort wurde haben teilgenommen und dort. Und dann Vers 15 sagt, in die Philippa wollten noch, dort am Anfang von Evangelium, als ich in Mazedonien reist, keine Gemeinde mit mir mitteilt, nur die Rechnung von uitgeven en aannemen, als bloß die allein. So hier lesen wir das all, dat dit am wat ding, dat wir nicht wir am deur mithalten. Am Vers 16 sagt wir auch in Thessalonik, habt ihr mir einmal und nochmal für mein Bedürfnis geschenkt. Nicht, dass ich das Geschenk sieg, aber ich sieg die Frucht, wodurch keine Rechnung tun habe. Für was sagt er? Dat die wat am Maat houden. Hij ziet een die vrucht, een die wat am Maat houden, dat die ihre Rechnung wat tonen. So dat meint zoveel van wie die deiner Gott das Maat houden doen, krijgt es van wie en John, dat zijn nu die wat ons hier het woord leren, en wat aber nicht bloß ons het hier leren, wat er wiederbrengt doen. Wenn wir wollen het bildlich nemen, krijgt dit als aan wat het hier Paulus, de leer, de leerde, krijgt es hier, leerde de Philippa, dat waarom we het hier lezen doen, de schak bruift du han, en de leerde. En over de reis ram en leerde mensen. Paulus hat veel ram gereisd en de leerde mensen. En dan sagt die haben gut gedaan en dat die mij han metgehouden. En sagt ik zie niet, vers, nou nu heb ik, nicht, dass ich das Geschenk sieg, aber ich sieg die Frucht, wo der keine Rechnung tun. Aber ich habe alles und hab Überfluss. Ich sie erfüllt von Epaphroditus, habe ich die Dinge von Gint gekriegt. Ein
scheinreichendes Geruch en ongenehmend Opfer, Gott wohlgefällig. So, ik heb me nog mal gevraagd, wat is dat wat ik doen kan, wat du voor God een scheinend Geruch geeft, een ongenehmend Opfer. En hier sagt Paulus ons, dit is een ding. Ik zei nu niet, dit is alles wat het geeft, maar dit is een ding. Wanneer we die met hebben doen, wat het evangelium predigen doen. Dat zegt Paulus, dit is een scheinreichendes Geruch en een Opfer, wat God gevonden heeft. Aber mein Gott wird all die Bedürfnisse nur sein Reichtum erfüllen in der Herrlichkeit in Christus Jesus. So war er. Das geht krank am dort, wo wir hier gelesen haben, das geht die sagt, die wird mithaben, wird die deiner Gottes mithaben, die wird das Wort rüberbringen, die wird die mithaben im Geld. Dann sagt er, Vers 19, aber mein Gott wird all die Bedürfnisse nur sein Reichtum erfüllen an der Herrlichkeit in Christus Jesus. Zu Gott in unserem Vater, der ihr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Gott ist so gut. Und ich bin so dankbar für das Wort, was wir haben, was wir lernen. Ich es bloß diesen Vers sprechen, dass Gott wird uns geben, nur sein Reichtum, seine Herrlichkeit nun, was uns fehlen hat, dann brauchen wir auch die Kirche, was sagt, dass du was uns tun, dass das wird passieren. Und hier haben wir das nicht ganz klar gesehen, und hier ist das dann unsere Entscheidung, ob wir das bauen oder nicht. Und Psalm 100, weil wir dort mal lesen, wegen ein Ding ist, einmal schon wir als Christen so, als wenn wir uns selbst gemerkt haben. Wenigstens, wir glauben, wir können bloß tun, aus uns Verstand sein können, aus uns Verstand denken können, als wir uns können überteilen, so viel Geld, was wir an die haben, nicht? Dann sieht das so, wir haben uns selbst gemerkt, und ich habe Salz bloß, habe es nicht mehr, als wenn Salz taub schaffen kann. Aber dann ist es Zeit zu drehen und zu sagen, wer hat uns gemerkt? Wenn Gott uns gemerkt hat, wenn wir am Vertrauen und Glauben, wird er uns alles geben, was uns fehlt. So, und dort haben wir lesen Psalm 100, und das ist ein korter Kapitel, so wir wollen ihn ganz lesen. Vom Vers 1. So, Vers 1 sagt, ein Dankpsalm, Joch für den Herrn alle Länder. Dank den Herrn mit Frieden, komm für arme Frauen zu sagen. Denk daran, dass der Herr Gott ist, heuerst der uns gemerkt hat, und nicht wie Salz. Wir sind die Sünde und sind Schub auf seine Weg. So, das ist ein wichtiges Ding. Wir sagen, der denkt daran. Wir haben uns nicht selbst gemerkt. Gott ist der Herr, Gott ist der uns gemerkt hat, und wir sind Schub auf seine Weg. Und wenn wir uns von dem so wollen, dann, wir wollen uns so, okay, wenn Gott uns gemerkt hat, und wir sind auf Schub auf seine Weg, wo ist das dann? Ich glaube, dann ist es Zeit, wenn wir das nicht sollen, uns zu prüfen und glauben und vertrauen und checken, wo wir am Glauben und am Vertrauen auf der Welt ab. Ich sage mir ganz sicher, wenn wir Tiden durchgehen und wir wollen uns so, wir sollen das nicht. Aber wenn wir wollen, vorstehen am Glauben und Gott vertrauen, dann wollen wir sollen, wo wir auf der Welt abgehen. Und ich sage mir sicher, wenn wir schub sind auf Gott seine Welt, du hast es nicht reich, du hast es nicht, und ich habe nicht zu essen, ich habe nicht zu trinken, ich habe nicht untertragen, ist alles durch. Sind das auf Gott seine Welt nicht. Und so werden wir im Glauben vorstehen und Gott segnen und vertrauen. Und wir wollen das sein, wo du überfließend ist auf seine Welt. Gut, durch seine Puten mit Danken und seine Verheben am zu loben. Dank am und lob sein Namen. So hier ist der Anfang. Der Antwort meiner ich, wo du nennst kommst. Mit dem Danken am zu loben. Dort ist, wo wir zu der gehen.
Beels de Herr is goed en vriendelijk. Zijn trouw had je leuf, blijf eeuwig en hij wordt niet abhören, trouw te zijn. Halleluja. Dit is een gouden verspreking. Hij wordt never abhören, trouw te zijn. We kunnen ons werkelijk vrij en vrouw zijn. Amen. So, we hebben opstaan en dan hebben we de versen uitspreken. Krijg je Malachi 3, 10 bij 12. So, van der waren we de Plotische Bibel nu. Brengt mij dat vallen tegen de mijn spekken aan, zodat aan mijn huis wat te eten zijn. Proef mij door met opzicht de Heer, der alles regiert. En vink uit of het niet verdient wordt im Himmel op mir en einen Segen raufschaden, zodat je tot eeuwig aan. Ik word den Knieper niet loten op die vlekken komen en die Erden abvreden. En die worden niet in de missernd en de Wien Gottes haben, sagt der Herr, der alles regiert. Dan worden alle Völker sein, wo glücklich sind. Die worden ein herrliches Lohn sein, sagt der Herr, der alles regiert. Glaubt dit, nehmt dit an, en Jesus in Naam. Halleluja. Gott ist gut. Amen. So, das nächste, Lukas, mein 2. Korinther 9, 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer rechtlich sät, wird rechtlich ernten. Glaubt dit, nehmt dit an, en Jesus in Naam. Lukas 6, 38. Jeff, en jint wordt een gouden moed, doelgedrecht, hoopgescharret, en eeuwigval, en de schoot je je voor. Wils met die moed, de ik voor onderbroek, wordt mij ook teuien meten worden. Geloof dit, neem dit aan, en Jezus in Naam. Halleluja, dankschön für die Versprechung. Wir können das nicht anders besagen, wir loben und wir danken dir. Und wir vertrauen, wir glauben, dass du die Versprechung, die bleiben stehen. Und wenn wir auf die vertrauen und dann glauben gehen, dass wir wollen sein, dann starten glauben, habe ich, was du sagst. Halleluja, dankschön Jesus. Nu is Gelegenheit für jeder einer, den Dreh bringt, den Sein, den Geben. En we hebben God de eer gegeven voor wat God is. So, het nächste hebben we de boodschap van Hein Neufeld. Halleluja. Gott ist gut. En hij wordt immer treu zijn. Hij heeft versproken, hij wordt immer treu blijven. Hij wordt zijn woord wordt niet ändern. So, ik lees Psalm 100. Dat is een van mijn wertvollste psalms. En ik lees dat Christina den hier even leest, dat we den brengen ook ten zijn en arten en ten treibrengen ook broken zijn. Halleluja. So, vandaag hebben we een boodschap van Gottes Fercht, nicht Menschenfercht. Dat is voor de boodschap heute. So, wir wollen checken, was sagt Gott sein Wort, was wir da so wollen aus Gott und Gottes Fercht. Ich glaube, wir können alle ein bisschen Menschenfercht, vielleicht nicht so viel als ich vorher mal gehört habe, aber ich glaube, wir wollen alle von Menschenfercht, wo wir vorher ein Menschenfercht gelebt haben. Und wir wollen von dir checken, was sagt Gott sein Wort, wo wir an Gottes Fercht leben können. Wat te zien is aan Gottes Fercht te leven. De eerste Vers hebben we 1. Johannes 4:18. Du sagst dort, wir brauchen uns nicht fürchten für ein, da uns wirklich gut ist. So als heu uns rein gut ist, merkt alle Angst in uns unnötig. Wer sich noch fürchten wird, an dem ist der Leib noch nicht tüchtig geworden, weil es fürchten wird und er sich verstruft. Für uns ist es so, wir denken, wenn wir an Fürchten denken, dann denken wir so, wir sollen Angst haben. Das meint nicht, wenn wir reden von Gottes Furcht, dass wir sollen für Gott Angst haben. Für Gott, dass wir sollen einfach treu sein und tun, dass wir tun, was er sagt. Das ist, wo wir am Fürchten sind. Denn er will haben, dass wir sollen gehen,
dort tun, was heute gesagt hat. So, und hier so merkt der Fußball klar, dass wir brauchen uns nicht forschen für einen, der uns wirklich gut ist. Gott ist uns wirklich gut. Das erste, was er da hat auf sein sehen, denn wir können gerat sein, geheilt und frei werden. So gut wird er uns. Und wann Angst in uns ist, dann muss wir rücktreiben. Nur 2. Timotheus 1,7, werden wir lesen. 2. Timotheus 1,7. Du sagst dort, willst Gott darf uns nicht einen Geist, der uns folgsam merkt, aber den Geist von Leib und Kraft und dort wie uns selbst beherrschen kann. So das ist, was Gott uns von Geist gegeben hat. Er hat uns den Geist gegeben, der uns ein Leib und eine Kraft. So wir haben, wenn wir in Gottes Furcht leben, dann haben wir den Geist von Leib und von Kraft. So dort ist, was er uns gegeben hat. Und wenn wir checken in Lukas 12, Vers 4 und 5, die waren viele Bibelversen sein. Ich freue mich, dass die alle eine Bibel mit haben, die alle können mitlesen, denn er merkt das viel klarer, was das Wort Gottes sein wird. Lukas 12, Vers 4 und 5. Du sagst dort, zu lesen, du sagst, ich sage, meine Freunde, fürchtet nicht für dich, dass den Körper dort merken kann, und dann nur her über nichts mehr tun kann. Ich will euch wissen, für wem die ihn fürchten sollen. So du hast einer, für wem wir uns fürchten sollen. So du hast, dass wir wollen Gott fürchten. So und dann sagt er, da ihr Kraft habt, in der Halt zu schmieden, wann heute ihr dort gemerkt habt. Ich sei sünd, für den fürchtet. Hier hat sich dazu Gott will dort merken, Gott ist nicht ein Dortmerker. Dort ist klar, er läuft uns, er merkt uns nicht dort. Aber das heißt, die Kraft haftet, dass er kann uns in den Hals schmieden. Aber er schmiert uns nicht in den Hals, die Entscheidung ist unsere. Wenn wir Gott fürchten tun, dann gehen wir nicht in den Hals, dann wollen wir dort tun, was er sagen wird. In das nächste, Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 43. Du sagst wie, was passiert, wenn willst du Gott fürchten deuten? 2, Vers 37 bis 43. Hier sagt Vers 37, als sie dit hier ging dort zu horten und soll sehen, zu Petrus und der andere Apostel, die Männer und Leute, Brüder, was soll wir tun? Petrus sagte zieht arm, lutjünt alle in Jesus Christus sein Namen deuten, dort jünt die Sinnen für je Form. Dann wird Gott jünt den Heiligen Geist geben. Dit ist, was Gott jünt und jünt Kinder versprochen hat. In all die, was wir auf sind, die Gott uns Herr nur sich roten wird. Petrus redet noch durch viele andere weer in der Mondend lutjünt uit deze verdreide Generation rütraden. Und da sein Wort mit Frieden abnehmen, Leuten sich deuten, und an den Tag waren 3000 Säulen teilgetan. Und sie bleiben beständig in der Apostel ihre Lehre in Gemeinschaft beim Brotbrechen und im Gebet. Dann scheint über alle Säulen eine Furcht, durch der Apostel waren, und durch der Apostel waren viele Tekens und Wunder getan. So, das ist mir sehr interessant, wo das hier sagt, dass über Vers 43, hier gibt es sich 3000 Städte kommen zum Glauben, und dann, und was deuten sie, wir 3 Dinge, und was sie deuten. Sie bleiben alle beständig in Gemeinschaft, in einem Brotbrechen, in Aufmahl und in einem Gebet. Hier bleiben die alle beständig in diese 3 Dinge. Und dann,
Time eine Vers ever end, so dit weer eine Gottesvers. Whatever end time, wann wir die Plotische Bibel sagt, dass hier so, die time eine Vers ever, und dann host ich, time an so zu an, die time ever end eine Angst. Aber wenn wir das in anderen Übersetzungen lesen, dass die time eine Gottesvers ever end, wo sie vielleicht, wie host ich sehe das so, dass bis zwischen, so ein Stütz, was das passiert, was wir das hier lesen können, in 5 Sekunden oder eine halbe Minute, was immer. Aber das wird eine längere Zeit, wo eine Gottesvers immer kommt. Und was passiert, wenn sie Gottesvers hören, dann passieren Tekens und Wunder, was passiert. Das ist, wenn nicht Tekens und Wunder durch uns passieren, das ist, wenn wir nicht Gottesvers haben, kann das sein. Weil das ist, hier kann wieder sein, dass die Gottesvers immer ein Time fangen die Tekens und Wunder an zu passieren. Und wenn wir checken, dass wir Gottesvers haben, und dann werden Tekens und Wunder durch uns passieren. Apostelgeschichte 9:31. Du sollst wieder das war. Das ist auch von der Apostel. Und du Vers 9:31 sagt dort, dann hat der Gemeinde in ganz Judäa, in Galiläa, in Samaria Frieden. Und büten sich ab, in der Helder Jes, auf in Kraft und Maut, in Gottes Vers zu wohnen, und sie waren immer mehr. So was passiert hier? Will sie in Gottes Vers wohnen, dann wird die Gemeinde immer mehr. Die wird immer voller. So wenn wir in Gottes Vers wohnen, das ist ganz sicher, dass unsere Kirche wird voller wird. Mehr Menschen wollen dort leben, was wir leben, weil Gott wird durch uns rütdachen. Jesus wird durch uns rütdachen. Der Heilige Jesus wird durch uns rütdachen, weil wir in Gottes Vers wohnen. So dann war eine Apostelgeschichte, und du hast das von Hananias und Sapphira, Kapitel 5, von 1 bis 12. Du sagst dort, Hananias und Sapphira von der Heil alle hier, die wollten alle von Wort von der Rede, dass wir in die brauchen, die verkaufen Land und brauchen die Hauptjahr und die Zeug und so, aber bereit, dass sie alles geben. Aber du wir ein gewisser Mann Hananias mit seiner Frau Sapphira, da seine steht verkauft, und heu hält Worte von drei, wat heute für getreten hat, und seine Frau wisst dort auch. Heu braucht bloß ein Port davon, und überjäuft dort der Apostel. Dann sagt Petrus, Hananias, wird dort zutan din hat ungehaft, dort du den Helden Jes verlierst, und Wort von din Geld, dort du für den Lohn trägst, für die Salz geholt hast. Wie wir dort nicht dient, euer du dort verkaufst, und was du dort verkauft hast, kannst du mit dort Geld nicht tun, was du wirst. Wird dort, dass du, wird die dort und dort hat, die dort zu tun, du hast nicht Menschen verloren über Gott. Aus Hananias, das hier voll heute dort haben, in eine große Vers, kam über alle, da dort hier, was passiert wird. Hier wird es wahr. Eine Vers kam über Ernst, aber wir waren eine Gottes Vers, was über Ernst kam. Sie wissen, okay, das ist der Gott, der lebende Gott, worum das passiert. Wir können nicht den verlegen, den Helden Jesus verlegen. Und dann sagt es in Vers 7, eu verdröchten Luther, kam seine Früh nahen, und wisst aber nicht, was passiert wird. Dann sagt Petrus da, sei einmal,
habt ihr das Lohn für so viel verkauft? Und er sagt, ja, für so viel. Dann sagt Petrus der, woran sind die einig geworden, den Herrn seinen Geist zu versehen? Check einmal, da die Mann richtig haben und begrüßt haben, stehen vor dir und waren die auch richtig. Fußfall sei für seine Feit dool und starb. Dann kam der junge Mann nennen sauen, dass sei tot wir, sei drüben auch gerührt und begraben bezieht Mann. Dann kam eine große Vers über die ganze Gemeinde und auch über andere, die dort hier. Nu Vers 12. Und da ist der Apostel ihre Hein waren manche Menschen, viel Wunder und Tekens getan. Und so wird Ola, Taub und Salomon seine holen. So, viel zu Gottes Verschonen passieren, viel Tekens und Wunder. Da ist der Apostel ihre Hein. So, warum passiert, wenn sie Gottes Verschonen? So, das ist so wichtig für uns, dass wir wollen Gottes Verschonen. In check wie so, was sag ich, wir haben für 300 Menschen, mehr als ab Gott, oder wir forschen Menschen, Dollars, wie Gott forschen. Und dann heißt es, was sag ich, der Doktor? Was sag ich, die Regierung? Oder was sag ich an Snoober? Aber einmal soll wieder klar haben, ich forsch Gott, ich habe Gottes forsch, und da ist der Schlee sind, der ist seine Schlee, der ist der Schlee kriegt, sind echt gesund. So, einmal, wenn wir dort waren in uns Band haben, wenn wir Gottes Fleisch haben, und wir waren dort in uns haben, wie der nächstes das Hananias und Sapphira deuten. Sie dachten so, sie müssen was für sich holen, denn sie wollen zu leben haben. Dort hat Gott nicht gesagt. Er sagte, du kriegst so, dass wir durch die Schlee von den Seen sind geholt worden, kriegst du selber auch durch die Schlee selber auch gesehen worden. So du wir dürfen nicht uns vor drei holen, wir dürfen nicht vor stehlen, sondern wir wollen, dass wir durch glauben, wir wollen haben wollen. Und so habe ich auch das nächste Ding in uns klar haben, die vollkommene Leib trifft die Angst rüht. So, wenn wir die vollkommene Leib in uns haben, dann wird Angst rüht, kommen. Die Angst rüht fort. Wir dürfen nicht Angst haben, wo wird morgen passieren. Wir können lieber danken, dass wir das Eten für morgen auch haben. Und dann in die Porten von der Hall kann mich nicht undern. Wir dürfen dort klar haben, ich habe Gottes Vers und ich war das Leben. Die Porten von der Hall kann mich nicht undern. Der Doktor, was der sagt, Gott sein Wort ist immer dort. Wir sind unser Gott und wir wollen Gottes Vers haben, dann wollen die Dinge passieren und wir wollen drei Dinge beleben. Und nu in het Oude Testament, wat passiert er wegen Gottes Vers? 2. Mose 1, Vers 15 bis 22. 2. Mose 1, Vers 15 bis 22. Und du sagst, dass okay, du sagst, aus der ägyptische König sagt, wo das Volk totnehm, raubt heute hebräische Wollmütter, Schirfria und Pur und Seeteernt. Wann die bei einer hebräischen Früh halten, dann waren dort keine. Wenn het kleine en jongetje is, zal die dort dood maken. En wanneer dort een mejaltje is, zal die dort om leven laten. Die Wollmütter aber geloofden an Gott und deuten nicht, was der König sagt.
soll Leuten die Junkies auch umleben. Dann Leute, ägyptische König, die wollen mit da kommen und seht zu ernten. Worum haben sie dort so getan? Worum haben sie die Junkies umleben gelassen? Die wollen mit da sehen zum König. Dort als wegen der hebräische Frühs nicht so sind als der ägyptische. Der hebräische Frühs sind so stark, dass die wollen dann nicht reutschamp, eure Tinte buren aus. Gott wir Gott zu den Wolmeter und dort fällt vermehrt sich und wird noch einmal grater. Willst die Wolmeter falsch haben für Gott. Ja, ernt auch ihre kleine Familie. Da mögt der König ein Gesetz für sein ganzes Volk und sieht, schmied jeder kleine hebräische Jungche in Nilriefer über die Mijaltes Blut am Leben. So, das wäre, was der ägyptische König will haben. Er will haben, sie wollen der Höchste sein und die hebräische Jungche sollen alle dort gemerkt werden, aber die Wolmeter, die Leute, die nicht, die merken die nicht dort, die will haben, die sollen die dort merken. Und woran passiert es? Was haben diese Wolmeters? Ich weiß nicht, wo man sagen soll von dir, ich weiß das ein Wort. Midwives, dann wo ihr alle wollt, ne? Kriegst du? Ja, anyways. Was da in Deutschland haben, Fercht für den Herrn. Das heißt, du sie in Vers 21 sagt, du willst die Wolmeter Fercht haben für Gott. So dort, woran sei ihre Familie wassen und tun. So, wem wir forschen, den wollen wir auch gefallen. Dort wird uns Leben aus. Wenn wir Menschen forschen, dann wollen wir die Menschen in gefallen leben. Aber wenn wir Gott forschen, dann wollen wir Gott in gefallen leben. Dort wird uns Leben schaffen. Und kriegst du wieder mit diesem Midwife, sie forschen Gott, und wem wollen sie in gefallen leben? Sie wollen Gott in gefallen leben. Sie wollen nicht den König in gefallen leben. Wenn sie den König in gefallen leben, dann haben sie die Jungs alle dort gemerkt. Aber sie sagen, Gott, als wem sie forschen, du wen deuten sie wollen den in gefallen leben. Und ich habe hier ein klein bisschen, ich habe mir eine Geschichte, harte Geschichte besalzt, abgestellt, das hat es nicht abgeschrieben. Die Jahre, der Angst hat für Gott, verstärkt sich für Gott. Und die Jahre, die Gott fürchtet, verbindet sich mit Gott. So, wenn wir Angst haben für Gott, verstärken wir uns für Gott. Aber wenn wir Gott fürchten, verbinden wir uns mit Gott. So, entweder wir sind weit auf von ihm, oder wir sind an ihm. Wir gehen mit ihm. So, und Gott ist fürcht, dann wollen wir mit ihm leben. Wir wollen mehr so sein als heute, mehr so werden als heute ist. 5. Mose 3, Vers 5. Mose 13, Vers 5, den Weg aus. 5. Mose 13, Vers 5, du sagst, die sollen auf den Weg gehen, den der Herr sein Gott ihnen gibt. Und Vers haben für ihn, die sollen seine Gebote holen und nur sein Wort herrschen, die sollen arm sein und dient arm und arm holen. Das ist, was das hier sagt, die sollen Vers haben für ihn, und die sollen seine Gebote holen. So, wenn wir wollen Vers haben für Gott, aber wir sollen das durch die ganze Bibel für Gott forschen, dort als für die Sehen hängen wird. Und hier hat mir weiter wird abgeschrieben, das sagt hier direkt, dass das sagt,
Gottes Fercht merken uns, Gottes Fercht merkt uns von Sinn frei. Ich schrieb ja an so spusig, ich soll sich das lesen können. Okay. Gottes Fercht merkt uns von Sinn frei. En von der als veel mal die Frau, darf ein Bett trinken? Jesus hat auch Wein gemerkt, als beschuht dort, wenn ich ein Bett trinken darf, wo kann ich eine Frühes checken, wo kann ich einen Sinn leben, weil ich noch einmal Christ blieb. So, und Gottes Fercht merkt uns von Sinn frei. So, die Frau soll viel doller sein, und es steht, dass wir uns Frauen, darf ich im Bett trinken, oder darf ich das, oder wo lange bleibe ich noch in Stress, soll die Frau viel doller in uns sein, das Ziel zu erreichen. Mit Jesus zu leben und das Ziel zu erreichen. Wenn wir uns für einen Dollar mit dort beschäftigen, und es steht die Zeit, wo wir uns beschäftigen, wo kann ich das, wie leicht kann ich sein, wir wollen checken, wie hoch kann ich sein, dass ich das Ziel erreichen. Wenn dort ist die böse Finzingsspiel, schon uns sein, dass wir uns auch beschäftigen mit Dingen, wo uns anheurig mehr. Ich weiß, ich vor einer Zeit, ich beschäftige mich sehr mit der 1000-jährigen Rede. Ich habe studiert, meistens Tag nach. Ich will ein Wort sein, was der Herr der Jesus zu mir sagt. Beschäftigt die Leute mit so dort, was die von dir empfiehlt, und es steht dort. Wenn du warst, du innerwärts sein, so zu Wort bist du nicht mit beschäftigt, würdest du was sein. So, und dort ist, wird von dir empfiehlt, als wenn wir uns beschäftigen, mit dem Ziel zu erreichen, was wir an Jesus haben. So, und dann, Vers, wenn wir wieder lesen, in Sprüche 16, Vers 6. Sprüche 16, Vers 6. Der treu zu leben, aufrichtig sein, kämpft Sinnenvergebung. Der ist Fercht für den Herrn, bleibt einer Weich vom Bösen. Krieg, du hier, wenn es das, was ich dann euer abgeschrieben bin, der ist Gottes Fercht, trifft den Sinn weich von uns. So hier so, wenn wir Fercht haben für den Herrn, bleibt einer Weich vom Bösen. Und der ist Gottes Fercht, kämpft Sinnenvergebung. Sprüche 1, Vers 7. Fercht für den Herrn ist der Anfang vom Verständnis. Die Unbedachte verachten Weisheit und luten sich nicht belehren. So, wenn uns das um Weisheit fehlt, oder um Verständnis fehlt, dann braucht es wahrer, dass wir in Gottes Fercht leben. So wie fängt für Menschheit alles, was wir in uns leben, brauchen wir gleich für alles. Das liegt um Gottes Fercht zu haben. Dann passieren die Dinge. Ich denke, dass es der Durch, und so viele Dinge hast du noch Band sein, wo ich noch nicht mal habe, durchgegangen. Aber hier ist wenigstens der Umfang von Verständnis, das ist der Gottesfercht. Die drei größten Hindernisse, woran ich denke, woran Menschen nicht in ihre Berufung kommen, ist wegen Bitterkeit, oder wegen Ungeschmiert, oder wegen Menschenfurcht. Das denke ich, wenn drei Dinge, woran Menschen fähren, zu sagen, ich kann das nicht beleben, ich komme nicht in meine Berufung nach. So, die sind irgendwo, sind die voll Bitternis, oder die sind ungeschmiert, oder die haben Menschenfurcht. Und wenn wir Gottesfurcht haben, dann merkt uns dort nicht so viel, als der andere uns besser wird, oder als der andere uns unschmierend. Und wenn, dann heißt es bloß, okay, das Ziel war ich erreicht. Ich war mit Jesus leben. Weise Menschen achten das Wort Gottes. Kluge Menschen lernen
van ihre Fehler. Dumme Menschen lernen nicht. So dat wird in ons Leben schon. Weise Menschen achten auf Gott sein Wort. Und kluge Menschen lernen von ihren Fehlern. Weil wir nicht lernen wollen. Wer sich nicht an Raum darf, lernt es nicht. Und wenn wir Gottes Furcht haben, dann wollen wir in Weisheit und wir wollen alles nehmen. Wir wollen lernen. Psalm 1, wenn wir den Psalm lesen, den teile ich gleich alle auswendig. Die sehen als die Gottlose ihren Ruhe nicht ohne und nicht mit der Sünder taub auf einen Weg steht und nicht sagt, wie der später sagt, die über seine Freier und den Herrn sein Gesetz haben und sich Tag und Nacht damit beschäftigt, die es so aus dem Baum Wutterstrom geplant, die seine Frucht, seine Zeit bringt, in den die Blätter nicht verwalten, und am Gelenk wird immer heute. Aber so sind die Gottlose nicht, die sind so aus Spree, dort der Wind verstirbt. Deswegen wollen die Gottlosen nicht in der gerecht bestehen, in der Sünder nicht, in der gerechte ihre Gemeinschaft, weil der Herr wirkt über die gerechte ihren Weg, über die Gottlose ihr Weg verjährt. So dit ist, wat het is, wenn wir in Gottes Furcht leben, sagt es, je seht es, die Gottlose ihren Ruhe nicht annehmen und nicht besagt, wo die Sünder, wo die später sagen, und nicht mit der Sünder taugt auf einen Weg. So hier braucht der Krieg, wenn wir Gott fürchten und nicht Menschen fürchten, dann tun wir diese Dinge alle. Dann sagen wir, dann gehen wir an das und wir fangen an, hier uns als eine Frucht, was du nicht verwalten darfst. Hörst du, was Menschen sein oder was Gott sagt? Da mit Gottes Wort beschäftigen. So, kriegt das Psalm 1 sagt, hörst du, was Menschen sein oder hörst du, was Gott sagt? Und wenn wir uns mit Gott sein Wort beschäftigen, dann leben wir in einem Segen, in ein reines Leben, wir leben in Heilung, wir leben in Bewahrung, alles, das ist alles dabei. Wenn wir checken dann, Joseph, der hat im Macht seine Brüder alle tot zu machen. Wenn wir wollen checken, was Menschen denken, dass wir fertig würden denken, was Joseph auch tun wird von seinen Brüdern, dann würden wir sie denken, die fehlt alle abzurieben. Und Joseph hat die Macht, dass er das alle tun. Aber warum tut Joseph das nicht? In 1. Mose 42, Vers 18. 1. Mose 42, 18. Du sagst dort, am 3. Tag, so hier Joseph seine Brüder all eingestorben, für 3 Tage hat seine Brüder kommen nach Armen und wir eine knappe Zeit, wo seine Brüder wohnen. Und nu kommt das Land, wo Joseph war, und sie wollen, du kommst zurückkommen. Und Joseph wusste, dass seine Brüder wären, aber seine Brüder wissen dort nicht, dass das toll wäre. Hier starb er alle in Gefängnis rein. Hier hat er 3 Tage, wären die alle in Gefängnis. Und dann sagte er, und am 3. Tag sieht Joseph zu Ernst. Ich sehe ein Mensch, der Gott fürchten wird. Ich wollte auf eine Bedingung gehen lassen. So, die Leute seine Brüder gehen, warum? Weil er sagt, ich bin ein Mensch, der Gott fürchten wird. Du Leute seine Brüder gehen. Und dann Luther kommt zu seiner ganzen Familie daheim, aber ich dachte hier immer, wenn ich das hier nur denke, ich dachte an, was dachte Joseph an sich? Ich tue Gott fürchten, und er stärkte, was Schlechtes andauern, ich werde segnen. Er gibt jedem ein, nach was er das selbe Geld macht,
was der Hund mitgebracht hat, sie getreten, stoppte nach waren er sagt, nein, ten zu alle genug, dass die Zahl sich Geld hat, nach waren mit drei. So, en er steht, dass er schlecht dort, sehen dort. Das wo wir wollen leben, wenn wir wollen in Gottes Furcht leben, dann wird uns schlecht getan haben, da wollen wir dann noch lieber sehen, und wir wollen auch bis einmal gesehen worden. Und hier so wieder, das wird bei Josef dort, und wir checken von David. David, alle Menschen sehen zu David, der merkt so dort. Du hast die Gelegenheit, speck ihm dort. Warum tut er nicht? Er sagt, David sagt, nicht den Gesalbten. Warum könnte es sonst sein? David, der Fercht Gott. Er wird in Gottes Fercht Mann, du wirst dort nicht. Wenn er nicht wird in Gottes Fercht Mann gewesen, dann hat er den Spiss auf erste Stelle genommen, hier hat wird das. Aber er sagt bloß, den Gesalbten kann ich nicht, und ich will es nicht, das ist ich Fercht Gott. Jesaja 33, Vers 6. Vers 6 sagt, hij wordt jene tijd friedlich machen, und hij wordt jene immer wahre raden. En jene Weisheit und Verständnis geben, wat Zion zugunsten steht, als dort soll Furcht für den Herrn haben. So, hier so wir, er sagt, er wird jene Zeit fähig mehr. Er wird jene immer wahre Rat und jene Weisheit und Verständnis geben, wat Zion zugunsten steht, als dort sie Furcht für den Herrn haben. So, ich nehme das hier, sie wollen immer mehr Weisheit haben und sie wollen immer mehr geraten und alles, will sie Gottes Furcht haben. Will sie haben Furcht für den Herrn. Sprüche 14, Vers 27. Warum noch davon? Sprüche 14, 27. Du sagst dort, den Herrn fürchten als eine Lebensqual, und bewahrt einen Mann für die Todesschläge. So, war den Herrn fürchten als eine Lebensqual, und bewahrt einen für die Todesschläge. So, ich sehe von dir, wenn ich die Tiderchen, ich sehe, ich will ein langes Leben haben. Warum? Weil ich will Gott fürchten. Den Herrn fürchten bewahrt mich für die Todesschläge. Die Südton will uns schlagen, die würde will auf irgendwo zu Tod kommen. Aber den Herrn fürchten bewahrt uns dafür. In Sprüche 10, 27. Du sagst dort, den Herrn fürchten verlängert das Leben, aber die gottlose Erde Jahren wollen wenig sein. So, den Herrn fürchten verlängert uns das Leben. Aber die gottlose Erde Jahren wollen wenig sein. So wie aus Gott seine Kinder, wenn wir den Herrn fürchten und wir wollen ein langes Leben haben. Wir wollen hier so ein gutes Leben haben. Wir checken nicht bloß ab, wir wollen ein Tag im Himmel sein. Dann wird es schön sein. Aber von dir und haben wir das Leben hier schön und voll ab, weil wir den Herrn fürchten tun. Sprüche 22, Vers 4. Demutig sein in den Herrn fürchten, bringt Reichtum
ihr en Leben. So. Wir denken so, warum darf dort nicht mehr, warum ist in meinem Leben, warum habe ich so knapp, oder irgendwo ist, können uns sein. Aber das heißt, deumutig sein, in den Herrn versen, bringt Reichtum, ihr in Leben. So, wenn wir wollen den Herrn versen, dann bringt das uns Reichtum, ihr in Leben. So, wir haben hier eine ganze Reihe Versen gecheckt, was wir in der Bibel finden, wo wir Gott versen und was zu uns Leben kommt, dass wir mehr so wollen. Wir sollen, wenn wir das in der Apostelgeschichte, die Versen den Herrn, und du da passieren Tekens und Wunder, wir sollen das in der Bibel, wo Josef und David, wo sie den Herrn versen, dort wird Segen verehrt. Und es dort war wie von der ein bisschen, wo sind wir? Wo können wir in den Segen leben? Und der wichtigste Punkt ist, den Herrn versen Nummer 1. Dort tun, was er sagen wird. Er hat uns gesehnt, er geht mit uns, er hat sein Segen gegeben, damit wir frei sind, wir sind geheilt, wir sind gerat, und wir wollen das Lohn für Jesus gewinnen. Warum willst du versen den Herrn? Wir wollen Tekens und Wunder sein. Wo wem willst du versen den Herrn? Gott sein Wort sagt dort, und du willst ab dort stehen und ab dort, wo wir gehen. Wir wollen ab dort vertrauen, was er gesagt hat. Wir wollen mehr so wollen es heute. Ich hoffe, die haben alle was können lernen. Und wenn nicht, wenn du noch nicht, dann habe ich das frisch eben. Gute Versen dabei da ist. Und ich weiß, wir wollen mehr, wie wir lernen wird an Gott versen. So, wenn wir beten, steht ab. Und wenn wir beten, checken, was Gott sagt. Vater, Dankeschön für was du getan hast. Weil Gott du uns bist, dass du uns den Segen gegeben, dass wir gerat, geheilt, frei sind. Dass wir sein, wo haben die Menschen für uns in Gottes Vers gelebt? Und was hat dort ein Segen für uns, dort für ein Segen für uns gewesen? Und was wir von dir lernen, dass wir wollen mehr so wollen, als du bist. Wir wollen das Ziel erreichen, was du für uns hast. Wir wollen mehr checken, was hast du noch in dein Wort. Dort wollen wir beleben und mehr so wollen, als du bist. Dankeschön, Jesus. Ich bete, dass du jeden dass jeder einer wird sein Hort abhauen und jeder einer wird abnehmen kann, was für sein Leben gut ist. Und er wird durch eine Offenbarung rütteln und wird gesehen sein. Im Namen von Jesus. Dankeschön, Vater. Du machst uns das und du sagst das, du wirst alle Zeit bei uns sein. Halleluja. Dankeschön, Jesus. Amen. Halleluja. So, wann noch wir will ein persönliches Gebet haben, kommt nicht her, lernt ihr ab, was du für ihn Gebet wollen. Und wenn nicht, dann sind die in Luten, genießt den Zeit, was die morgen haben, und sind auch sein, wenn sie waren. Im Namen von Jesus. Und hinter das, was du schnell in den Kaffee sagst. So, wann wir will Gebet haben, kommt nicht her. Halleluja.